Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Ich will auch dem Rapporteur an alle denen merci sagen, die in diesem Rapport mitgeholfen schreiben, dass das effektiv viel Arbeit gewirrscht. Es wäre schön gewesen, wenn aus der Kommissionsarbeit ein Text rauskommen wäre, den man hätte können zusammen adoptieren, sie wieder Form einer Resolution oder einer Motion, weil das ja auch gegenüber den Akteuren dabei ein starkes Signal gewirrscht wäre. Das ist leider nicht der Fall. Wir haben eine richtige Debatte, und das ist auch ein wichtiger Konstat, vielleicht, den wir heute können zeigen, haben wir nicht. Weil wir als sich alle gut eins sind, dass Netzneutralität ganz wichtig ist, dass effektiv Nuanceleiner an der Orientation echt wie am Prinzip. Und ich meine, das ist gut, dass wir können konstatieren, dass alle Parteien eigentlich auf dem Prinzip von der Netzneutralität grosso modo enger Meinung sind. Dass die Achse auf Benutzung vom Internet muss recht sein und dazu vernünftige Preise, auch das steht nicht zur Diskussion. Die Debatte, die wir heute führen, dreht sich also auch zu einem großen Teil hauptsächlich darüber, wie weit der Staat überhaupt darf oder soll daran ergreifen und da wird der Provider soll so, wie weit seine Rechte gehen oder nicht gehen. Dafür wurde auch gut, dass Herr Berger am Anfang zwei Sachen rappeliert hat, die schon noch vielleicht kurz rappelieren, wie ein Missverständnis zu evitieren. Wir feiern keine Debatte über Kontinuen, das ist keine Zensurdebatte, gegen die wir ja sowieso oral sind. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, das sind andere Legislationen. Und die zweite Bemerkung, die ich noch einmal erinnern soll, ist, dass wir auch keine Debatte hat feiern über die Spionage am Internet. Da können wir natürlich alle gut als Meinungen dazu haben, dass am Internet müssen Privatsphäre, Menschenrechte und so weiter garantiert gehen. Ich meine, da sind wir uns auch alle eins. Laut Proben der Legislation muss man legiferieren, auch die Geringen sind ein darüber gegangen, auch Sozialisten, nur vielleicht die strenge Attitüde für zu legiferieren. Aber das muss ich nicht direkt machen. Ich meine, in der Debatte in der Kommission sind eine ganze Reihe Zwischenetappen mal rauskommen, die soll voll profitieren. Das eine ist, dass man das, wenn man Blick und Prinzipien und guten Konduiten an dem Bereich existiert, dass man das sollen kontrollieren, mit der Hilfe von staatlichen Akteuren wie dem ILR, aber auch mit der Hilfe von Bürgerinitiativen, von Parteien oder anderen, die gucken, wie das am Internet geschieht. Das ist also das eine, die aktuellen Prinzipien, die gelten, die müssen appliziert gehen. Zweitens muss man gucken, und das hat man auch sollen vielleicht rekommandieren, dass die Provider, die Akteure, die an dem Bereich aktiv sind, sich eine de Bon Conduite gehen. Und das wäre schon ein Schritt an die Legislation, eventuell, die dann später könnt, sobald wir die EU-Rekommandationen an dem Bereich gänge kennen. Das ist wichtig, aber, und da adressieren ich mich an die Regierung für allem, dass die nicht zwei Sachen mit vermischt. Das eine ist, wir müssen nicht unbedingt direkt das Prinzip von der Netzneutralität und Gesetz abschreiben, weil wir als sich auch alle eins sind, da sind, mit der dann die Regierung nicht von einer gewissen Aktion, ich ging der Regierung gerne so, wenn sie gegen Null lauschen, dass die Aktion von der Regierung einfach gefroht ist an diesem Bereich. Es gibt eine ganze Reihe Aktionen, die da sollten erholen, die da vielleicht auch schon erholt. Das zum Beispiel am Bereich vom Roaming, wo die Europäer aktiv sind, mir auch weil viele zu eben Musik Großland am Ausland auf Mobiltelefonie und auf andere Sachen zurückgreifen, beim Voice über Internetprotokoll, beim Roaming aufwirken, dass das wirklich kein Hindernis ist. Grenzüberschreitende Geschäfte am Internet idem. Zusammen allgemein mit den europäischen Institutionen, das ist ein Problem, den viele zu stoßen, wenn sie Geschäfte über Internet wollen aufwickeln. Auch das ist ein Handlungsbereich, wo da zusammen mit den europäischen Institutionen können für unsere Interessen antreten. Und ein dritter Bereich ist selbstverständlich auch im Ausland immer für die Freiheit vom Internet antreten, das hier dann politischen oder in andere Bereiche. Was Provideren angeht. Da wollten wir auch sagen, dass die Investimenter, dass von allen Menschen gesucht gehen, die Firma geschwärzt und alle Kollegen gesucht gehen, dass die Infrastrukturen, die Investimenter und die Infrastrukturen muss hier getrieben gehen, dass Volumina groß genug sind, dass nicht muss gedrosselt gehen. Auf von allem sollen noch Provideren hier kontraktuelle Obligationen gegenüber den Klienten voll respektieren. Ich meine, darf nicht versprochen gehen, an den Kontrakter wird nicht erfüllt wird. Ich meine, du als Regierung gefordert, für zu gucken, dass die Obligationen respektiert gehen, wir auch, dass sie transparent sind, und dass Leute auf verständlicher Spruch gesucht kriegen und nicht an einem Internet-Jargon oder etwas, was eine paar Leute verstehen, was überhaupt an den Kontrakter steht. Auch du als Regierung gefordert, für zu gucken, dass Kontrakter können an einer Spruch formuliert gehen, die dann nicht in einer Form von Exklusion an dem Markt abfeiert, nämlich dadurch, dass Kontrakter nicht verständlich sind. Für Kleinfournisseuren am Internet, für Leute wie auch Adam und andere rappeliert tun, die hauptsächlich E-Mail, Bloggen oder andere Sachen machen,
oder auch kleine Entreprisen, der wird kein Peage gehen für den Internetraum, das wäre ein Obstakel für Geschäftsaktivitäten, auch ein Obstakel für die Privatsphäre. Und es darf selbstverständlich nicht vergessen gehen, dass auch kein Peage wie Kleinfournisseure sollen angebaut geben, weil das Internet hat ein wichtig politisch Informationsmittel aus wie viele Leute und noch verschiedene Parteien hauptsächlich über Internet agieren, auf eine Peage auffeiert wie Kleinfournisseuren, feiert man da auch eventuell eine politische Zensur an, und das darf es selbstverständlich nicht gehen. Also dann noch vielleicht vielleicht würde ich gesehen, Herr Präsident, die Idee so, dass ich soll zum Schluss kommen, das mache ich dann noch, aber schon noch zwei Bemerkungen machen, die über soziale Aspekte im Bereich vom Internet. Den ersten ist selbstverständlich, ich meine, da sind wir uns alle eins, dass nicht ganz zu einer Fraktur Numerik kommen für die mir armen Leute. Und das heißt einfach auch, dass der Staat da wo selber Responsabilität hat, auf Plätze, wo wir arme Leute sind. Und wir kennen der auch einen gewissen Hemer auf andere Plätze, wo Männer befehlte Leute sind, dass der Staat da soll gucken, nach seinen Infrastrukturprogrammen wie auch Computer und Internetzugang zur Verfügung zu stellen. An der Recht wird nicht jeder an dieser Gesellschaft will oder kann am Internet schaffen, auch wenn wir eine Penetration von 92% an unserer Gesellschaft tun, gibt es immer noch Leute, die nicht wollen, zum Beispiel mit den Verwaltungen über den DOW kommunizieren, aber für die muss man auch Infrastrukturen an Infrastrukturen behalten, wo sie alles wissen können vom Staat gratis, freundlich und effektiv kriegen, ohne nur müssen, auf digitalen Mitteln zurückzugreifen. Das ist so nicht mehr. Merci de Herr Kartais, und als nächstes geht das Herr Colombera, die Hut